Also wahrscheinlich haben wir alle schon unsere Erfahrungen gemacht, wie es ist, eine Wohnung zu teilen. Normalerweise oder meistens lebt eine Familie zusammen in einer Wohnung oder mehrere Familien teilen sich ein Haus. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass es manchmal sehr viel Konfliktpotenzial bietet. Da ist vielleicht die Eltern, die sich stören an der dröhnenden Musik von ihrer Tochter. Und die wiederum findet, dass die Wohnungseinrichtung von ihren Eltern völlig aus dem letzten Jahrhundert ist. Oder wer auch schon mal in einer Wege gelebt hat, hat vielleicht auch schon gemerkt, dass man unterschiedliche Auffassungen hat, wie sauber das ein Bad oder eine Küche muss sein. Also wenn wir zusammenleben, haben wir recht schnell auch ein Konfliktpotenzial. Es gibt aber auch die andere Erfahrung, dass man eine Wohnung zu teilen als etwas Lehrreiches erfährt, als etwas, wo man selber daran wachsen kann. Die Tochter merkt dann auch vielleicht, dass man Musik auch mal über Kopfhörer hören kann oder dass Musik mit ein paar Dezibel weniger trotzdem noch klingt. Oder die Eltern realisieren, dass sich die Welt in Sachen Wohnungseinrichtung auch verändert hat und nicht mehr die gleiche ist wie vor 25 Jahren. Also gemeinsames Wohnen sorgt dafür, dass wir beweglich bleiben, dass wir die Fähigkeit, uns zu verändern, uns anzupassen, nicht verlieren. Und ich glaube, nicht ohne Grund schätzen das auch viele junge Leute darum, ihren Weg zu leben, weil es uns selber formt. Und ob das Teilen von so einer Wohnung funktioniert oder nicht, hängt sehr fest von denen ab, die es miteinander probieren. Wenn sich die Beteiligten auf die Eigenart der anderen einlassen, dann kann so ein Teilen von einer Wohnung funktionieren. Ich persönlich finde es irgendwie spannend, wenn jemand Neues in die Wege einzieht, weil das Zusammenleben nicht das Gleiche ist wie vorher. Man wird mit anderen Angewohnheiten, mit anderen Bedürfnissen konfrontiert. Was hat das aber jetzt heute mit diesem Predigtext zu tun? Im Johannes 1,14 lesen wir, dass Gott unter uns Wohnung genommen hat. Und wir jetzt sehen, dass, wenn wir zusammen wie Wohnraum teilen, dann ist es nicht immer ganz einfach und wir müssen es aufeinander einlassen. Man muss einander auf Augenhöhe begegnen. Und das ist das, was Gott in Jesus macht. Er kommt uns entgegen und lädt sich auf uns ein. In diesem Anfangssatz, das Wort wurde Fleisch, wird uns das Entgegenkommen von Gott deutlich aufgezeigt. In den letzten Wochen und auch letzten Sonntag haben wir uns mit diesen Versen Vorrand beschäftigt. Und dort haben wir von dem Logos gehört, von dem Wort, wo Jesus bezeichnet. Und es steht dort auch, dass eben das Wort schon von allem Anfang war, dass Jesus in aller Ewigkeit existiert hat. Und der Vers 14 betont aber jetzt, dass das Wort, der Logos, eben Fleisch geworden ist. Dass Jesus Mensch geworden ist. Und das Wort Fleisch beinhaltet eigentlich schon sehr vieles auch noch drin. In der Bibel wird als Fleisch alles bezeichnet, was vergänglich ist. Fleisch wird oft als etwas Schwaches dargestellt. Und dass das Wort Fleisch geworden ist, bedeutet, dass Gott in Jesus geworden ist wie wir, vollkommen Mensch. Er ist versucht worden wie wir, aber er ist ohne Sünde geblieben. Das lesen wir im Hebräer 4,15. Und dass Gott Mensch geworden ist etwas von der tiefgründigsten, was wir haben in unserem Evangelium. Es zeigt uns die unermessliche Liebe von Gott auf. In dem, dass der Unendlich zu etwas Endlichem wird. In dem, dass der Unsichtbar sichtbar wird. Und in dem, dass sich der Übernatürliche auf das Natürliche beschränkt. Aber in all dem inne hat Jesus nie aufgehört, Gott zu sein. Sondern er ist Gott in der Gestalt von einem Menschen geworden.
können wir im 1. Timotheus 3,16 nachlesen. Also kurz gesagt bedeutet das Wort, wurde Fleisch, bedeutet, dass Gott uns entgegengekommen ist, dass er sich auf uns und unser Leben einlädt. Und weiter lesen wir eben dann, und wohnte unter uns. Wortwörtlich steht da eigentlich ein Zelt aufschlagen oder in einem Zelt wohnen. Und das erinnert uns stark an das Zelt aus dem Alten Testament, an die Stiftshütte. Dort ist Gott seinem Volk begegnet, noch bevor es den Tempel gegeben hat. Und durch die Menschwerdung von Jesus wohnt Gott nochmal in einer deutlich persönlicheren Weise unter seinem Volk. Wir lesen im Alten Testament, wo die Stiftshütte fertig gebaut war, hat die Herrlichkeitswolke von Gott das Bauwerk erfüllt. Und wo das Wort Fleisch geworden ist, wo Jesus Mensch geworden ist, hat er die göttliche Herrlichkeit in sich getragen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns die Bibel aufzeigt, dass Gott an unserem Leben teilhaben will, von Anfang bis zum Schluss der Bibel. Und es ist, dass bei uns Wohnen ist dann mit der Ausgießung vom Heiligen Geist der Apostelgeschichte nochmal bestätigt worden. Und wenn wir weiterlesen in dem Vers 14, lesen wir dann, wir sahen seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit von Gott ist dort sichtbar geworden, wo ein Paar abseits von Bethlehem in einem Stall, völlig abgeschottet vom Alltagstrubel von einer Volkszählung, ein Kind auf die Welt bringt. Gottes Herrlichkeit ist dort sichtbar geworden, wo das Kind, der Sohn von Gott, in dieser Krippe liegt. Völlig schwach, völlig hilflos und völlig anders, als man das erwartet hat. Und trotzdem bekommen wir dann in den Evangelien einen Einblick in die göttliche Herrlichkeit von Jesus. Auf dem Berg vor Verklärung sehen die Jünger das sichtbar, ein Stück von dieser Herrlichkeit von Jesus. Aber es ist nicht nur in sichtbarer Weise angedeutet worden, sondern auch in geistlicher Hinsicht ist gezeigt worden, dass Jesus die gleichen Wesensmerkmale hat, wie das der Vater im Himmel hat. Und Jesus selber betont ging mich, wer mich sieht, der sieht der Vater. Und im 2. Mose, Kapitel 33 und 34, lesen wir, dass Gott auf Wunsch von Mose, dass er seine Herrlichkeit sehen will, an Mose vorbeizieht. Und wo Gott vorbeizieht, sieht Gott, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Und das sind die Merkmale, die wir bei Jesus wieder sehen können. Und sie zeugen von seiner göttlichen Herrlichkeit, wo schlussendlich dort zum Ausdruck kommt, wo ein Mann am Kreuz stirbt und die Sünden dieser Welt auf sich nimmt. Es kommt dort zum Ausdruck, wo eigentlich in dem Johannes 3,16 so zusammengefasst ist. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn hergegeben, damit jeder, der zu ihm kommt, ewiges Leben kann haben. Und wir stehen jetzt kurz vor dieser Adventszeit, wo wir an die Menschwerdung von Jesus denken, wo wir den Gnadenakt von Gott auch feiern. Aber wenn wir zurückgucken, so ist das der Fakt, dass Gott selber Mensch geworden ist etwas, was fast am schwierigsten zu verstehen ist an dem ganzen Christusgeschehen. Es ist für die damalige Welt, wie auch für unsere Welt, in gewisser Weise eine Provokation. Im griechischen Denken hat man, die wären vollkommen mitgegangen mit dem Anfang vom Johannesevangelium. Für die Griechen ist der Verstand, ist das Denken, ist die Philosophie etwas
vom Höchsten gewesen. Und mit dem Anfang, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dort wären sie voll mitgegangen. Aber dann mit Vers 14, dass Gott Mensch soll werden. Dass das Göttliche in dem Sinn Materie wird. Das haben die Griechen nicht, das haben sie mit ihrem Denken, dort haben sie wie gemerkt, nicht, dort kommen wir an einen Punkt, mit dem können wir nicht mitgehen. Weil die Materie ist für sie etwas Niedriges gewesen, wo der Mensch eigentlich selber am liebsten hinter sich würde lassen. Und in gewisser Weise hat die jüdische Kultur dort ähnlich tickt. Von den Juden können wir nämlich lernen, wie sie Gottes Heiligkeit hochhalten. Bis heute. Die Juden sprechen den Gottesnamen Jahwe nie aus, weil der selber schon so heilig ist. Und dann soll der heilige Gott Mensch werden und in einer Krippe liegen. Und es ist explizit auch erwähnt, dass er Windeln anhatte. Also der mächtige Gott soll hilflos sein wie ein kleines Kind in der Krippe. Nein, auch dort haben die Juden nicht mitgehen mit dem Denken. Und dann haben auch christliche Theologen sich immer wieder an dieser Frage gestritten und auch Erklärungen gesucht, wie können wir das erklären, mit dem Widerspruch, dass der ewige Gott, der mächtige Gott Mensch geworden ist. Wie können wir das erklären? Und ich werde kurz auf 3 von diesen bekanntesten Erklärungen eingehen und die euch näher bringen, weil ich glaube, dass das uns hilft, das zu verstehen, was Johannes hier schreibt. Die erste Erklärung hat man im Urchristentum der Doketismus genannt. Dort hat man gesehen, Gott ist zwar ein bisschen vom Himmel herabgekommen, aber ganz auf die Erde ist er nie gekommen. Er ist eher so ein bisschen über dieser Erde geschwebt und hat uns die Herrlichkeit von Gott in diesem Sinne gesehen. Und die Wunder, die uns überliefert sind in der Bibel, sind eigentlich der Beweis, dass Jesus nie ganz Mensch geworden ist, sondern seine Göttlichkeit bewahrt hat. Und bei diesem Text, wo wir heute darüber die Predigt haben, da ist in diesem Text ist vor allem der Satz, und wir sahen seine Herrlichkeit, ist wichtig geworden, hat man betont, aber der erste Satz, das Wort wurde Fleisch, hat man irgendwo ein bisschen verdrängt und vergessen. Die zweite Erklärung, um diesen Widerspruch versuchen zu erklären oder dem auszuweichen, hat man den Adoptionismus genannt. Auch hier ist Gott nie ganz Mensch geworden und in die Welt eingegangen. Sondern er hat sich einfach einen guten Mensch gesucht und ausgewählt, um sich dann an dem indirekt der Welt zu zeigen. Also der Jesus von Nazareth ist nach dieser Lehre eigentlich von Gott sozusagen adoptiert worden. So wie man heute ein Kind adoptieren würde, das aber nicht lieblich sein eigenes ist. Und logischerweise ist bei dieser Vorstellung Gott geblieben und Jesus als Mensch ist reiner Mensch geblieben. Die Verbindung zwischen diesen zwei war lediglich eben die Adoption. Und der dritte Versuch, um das irgendwie zu erklären, ist Gnosis. Und das ist wahrscheinlich die Lehre, die am gefährlichsten war, weil sie im Christentum sehr nachsteht. Und die ersten Christen haben mit aller Kraft sich auch versucht, von dieser Lehre zu trennen. Das können wir in den verschiedenen Paulusbriefen nachlesen, dass der Paulus immer auf die Lehre von der Gnosis eingeht. Und die Lehre besagt, dass in jedem Mensch eigentlich ein göttlicher Funke lebt, weil wir Menschen von der göttlichen Fülle herkommen. Aber der göttliche Funke ist eigentlich in unserem Leib, in unserem Körper wie gefangen. Und so hat Gott eine Erlösergestalt auf die Welt geschickt. Hat aber selber nicht, der Erlöser hat selber nicht Mensch werden, weil sonst wäre er ja den göttlichen Funken im menschlichen Leib gefangen.
Und man sieht dort, die Erlösungsgestalt ist einfach auf die Welt gekommen, um in den Menschen den göttlichen Funken zu erwecken. Und dass die Menschen dann selber mit dieser Erkenntnis den Weg gehen können. Und heute lebt die Lehre von dieser gnostischen Theorie teilweise in der Anthroposophie weiter. Also die Anthroposophie ist eine weltweit vertretene spirituelle und esoterische Weltanschauung, die der Rudolf Steiner gegründet hat. Vielleicht hat er schon von der Rudolf Steiner Schule gehört. Das ist eigentlich dort, wo die Lehre ein gewisses weitergelehrt wird. Ich weiss, das war jetzt gerade eine recht brockene Theorie, aber ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was das Anliegen von Johannes ist, dass wir das richtig verstehen können. Der Johannes braucht nicht eine Theorie, um Gott und Mensch möglichst klar auseinanderzuhalten. Er muss nicht den menschlichen Körper verachten oder Gott als nur so einen Überschweber von der Erde darstellen, sondern der Johannes bringt in Jesus Gott und Mensch zusammen. So, in Jesus Christus gilt eigentlich das, was wir in einem bekannten Lied auch singen. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Also Gott kommt und wohnt mitten unter uns. Er wird unser Bruder und wir dürfen zu ihm «Du» sagen. Und durch Jesus dürfen wir auch dem allmächtigen Vater, dem allmächtigen Gott Vater sagen. Aber das bringt uns eigentlich zu der Frage, warum macht das Gott? Warum wird Gott Mensch? Was hat er damit im Sinn? Und auch das erklärt der Bibeltext für sich gerade selber, wie wir im Vers 16 lesen. Und der Heinz vorher auch schon gesehen hat, von ihm haben wir empfangen Gnade und Gnade. Und wir lesen, der Johannes, der ist umgezogen und hat gerufen und den Leuten gesagt, das ist der, von dem, was ich gesehen habe, dass der nach mir wird kommen, der aber auch schon vor mir war. Und von ihm haben wir empfangen Gnade und Gnade. In Jesus ist Gott Mensch geworden, um unter uns zu wohnen, um uns entgegenzukommen, um sich auf Augenhöhe zu uns heranzulassen. Und die Gemeinschaft mit Gott, die hat nicht aufgehört, wo Jesus um den Himmel gefahren ist, sondern die ist weitergeführt worden, indem dass er den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und die Gemeinschaft wird in der Ewigkeit ihre Vollendung finden. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist vielmehr, lassen wir uns von diesem Gott prägen? Wie wir unser Leben mit dem teilen? Und uns eben vielleicht auch von ihm korrigieren, von ihm lernen, wie man das, wenn man sonst zusammen wohnt, auch voneinander lernt. Oder sagen wir, nein, ich will machen, was ich will und wie ich es will. Gott respektiert es, wenn wir unser eigener Gott sein. Er zwängt sich uns nicht auf, aber unser Nein hat Konsequenzen. Wir selber entscheiden uns, ob wir unsere Ewigkeit mit Gott verbringen oder nicht. Gott hat wieder den ersten Schritt gemacht und er ist angekommen auf die Welt und hat uns das möglich gemacht. Aber es liegt dann an uns, dass wir den nächsten Schritt machen und uns entscheiden, ob wir das annehmen oder nicht, ob wir ihm Raum geben in unserem Leben, ob wir wollen, dass er in unserem Herz darf wohnen. Und ich wünsche mir so, wenn wir jetzt auf die Adventszeit zugehen, dass uns das darf begleiten durch die Adventszeit, dass wir das uns persönlich fragen, gebe ich dem Jesus Raum in meinem Leben? Darf er in mir wohnen? Und wenn wir sagen ja, dass wir so zu Johannes dürfen werden, wo eben rausgehen und wo den Leuten das verkünden, die sagen, das ist der Jesus und von ihm haben wir empfangen Gnade und Gnade.
Amen.